Andreas Wolf ist Deutscher, lebt in Schottland, ist Journalist und nun per Skype aus den schottischen Highlands zugeschaltet. Vielen Dank dafür. Herr Walter, die Schotten waren mehrheitlich gegen den Brexit. Nun hat auch Schottland Corona wohl bald hinter sich, dank der schnellen britischen Impfkampagne. Im Gegensatz zum lahmen EU-Europa. Sind inzwischen wieder mehr Schotten für den Brexit? Das britische Impfprogramm ist in der Tat eines der erfolgreichsten der Welt wohl, nicht? Und mittlerweile haben schon über die Hälfte der Schotten zumindest eine erste Dosis einer Impfung bekommen. Dennoch wird das vielerorts nicht als Erfolg des Vereinigten Königreiches intern so wahrgenommen. Das mag daran liegen, dass die Kommunikationsstrategie der schottischen Regierung sehr klar und sehr rational war. Und das kam bei vielen Schotten sehr gut an, auch bei solchen, die vielleicht die politische Richtung der schottischen Regierung, das ist ja eine SNP, schottische Nationalpartei, die dort regiert, die diese Richtung vielleicht nicht teilen. Es geht aber auch tiefer, glaube ich. Die Schotten sind schon seit dem Mittelalter sehr europhil und die Befürworter der Unabhängigkeit wollen jetzt einfach am europäischen Tisch sitzen und dort selber unabhängig mitwirken. Ja, und vielleicht gibt es ja noch ein Argument, es so zu belassen, wie es ist. Der wirtschaftliche Niedergang Großbritanniens, der nach dem Brexit vorhergesagt wurde, ist bislang ausgeblieben. Bringt das möglicherweise London und Edinburgh wieder näher zusammen? Man könnte auch argumentieren, dass der wirtschaftliche Niedergang durch den Brexit im Moment einfach erstmal auch nur dadurch kaschiert ist, dass der größere Schock durch den Coronavirus sozusagen erstmal das Land heimgesucht hat. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Unternehmer klagt über die Papierberge, die er jetzt wegen Brexit auszufüllen hat, wenn er in die EU exportieren will, und die Gebühren und Zölle, die da jetzt fällig werden. Allen voran die Fischer, die ja interessanterweise oder kurioserweise damals den Brexit an erster Stelle gewollt haben, die schreien jetzt am lautesten, dass sie ihren Fang nicht mehr so einfach in die EU verkaufen können. Wir brauchen noch einen kurzen Tipp von Ihnen. Wird es ein neues Unabhängigkeitsreferendum geben, wenn die schottischen Nationalisten die Wahlen gewinnen? Das kann man so natürlich jetzt noch nicht vorhersagen. Vermutlich werden wohl die schottischen Nationalisten zusammen mit den Grünen, die auch für Unabhängigkeit sind, eine Mehrheit haben im nächsten Parlament und werden ein Referendum anstreben. Die britische Regierung wird es wohl erstmal ablehnen und aller Voraussicht nach wird es wohl zu einem längeren Rechtsstreit kommen. Also es bleibt weiterhin spannend. Andreas Wolf, herzlichen Dank für das Gespräch nach Schottland.